So, es geht als Filmen und ich bin immer noch am Üben, wie man «Hallo, herzlich willkommen» sagt. «Zdravo i dobrodošli». Ich hoffe, es war richtig. «Zdravo i dobrodošli». Kitschwitsch. Ich empfehle euch heute in die balkanische Region. Ich habe nämlich serbische Wein bekommen von finovino.ch und ich sage euch, es ist einfach göttlich. Weil ich so einen edlen Wein bekommen habe, habe ich gefunden, es braucht auch wirklich ein edles und feines traditionelles Gericht aus dieser Region und darum mache ich heute Sarma. Das wird normalerweise an Weihnachten, an Silvester und so serviert. Wir haben zwar Mitte, halb Sommer und so, aber egal, man kann immer solche Gerichte essen. Für das Rezept braucht man so eine spezielle Art von Surkhabis. Es ist so eingelegte Kabisköpfe und es schmeckt auch mega nach Sauerkraut. Dort, wo der geschnittene Salat ist, bekommt ihr das Zeug über. Und es sind so riesige Köpfe. Und ich habe jetzt hier mal die Blätter abgenommen. Also im Deutschen würde man dem wahrscheinlich sagen Krautwickel. Die Salatblätter werden jetzt mit einer Hackfleischfüllung gefüllt und sehr speziell gewürzt. Das ist sehr, sehr wichtig, das Gewürz. Das hier ist Vegeta. Noch nie gehört. Das ist wirklich etwas, was man in der Balkanregion braucht. Es schmeckt wie so Aromat und Bouillon. Also eine Art in Bouillon ist es. Jetzt komme ich zur Füllung. Für die habe ich Rindshackfleisch, Zwiebeln, gepressten Knoblauch, gekochten Reis. Es gibt solche, die den roh rein tun, aber ich habe den Tipp bekommen, dass ich den kochen soll, dann platzen dann die Krautwickel nicht. Dann tue ich noch geraffelte Rüebli rein, dass das ein bisschen Säure nimmt von diesem Sauerkabis-Teil. Andere tue ich noch Herdöpfel rein. Und jetzt tue ich noch grosszügig von diesem Vegeta-Gewürz rein. Und jetzt wird das alles schön durchmischt. Etwas, was ich wirklich ganz wichtig finde, und ich weiss, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber auch wenn es roh ist, probiert heute, wenn ihr es gewürzt habt, einfach das Hackfleisch. Wirklich nur wenig. Und ihr müsst einfach frische Produkte nehmen, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, hier jetzt in einem Topf habe ich so von dem Sauerkabis-Zeug Reste drin. Das ist so die Basis. Und jetzt geht es ans Wickeln von dieser Sache. Und ich bin so scheisse so Zeug. Ich kann das einfach nicht. Ich nehme jetzt von dieser Hackfleischmasse mal so viel. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Ich probiere einfach irgendwie. So. Ich tue das hier umschlagen. Ich tue das hier aufrollen. Und jetzt muss ich das hier oben reinstopfen. Tada! Ein Sarma. Ich fühle mich so balkanesisch. Jetzt die Krautdingers gewickelt und jetzt tue ich überall noch so geräucherten Bauchspeck verteilen für den Geschmack. Man kann da sicher auch etwas Rindiges nehmen, aber ich habe gefunden, Bauchspeck, das macht es. Und wenn ihr Bock habt, das Rezept nachzumachen, dann geht ihr auf kitschwitch.ch, gebt die Suche Sarma ein und ihr seid im Club. Jetzt füllen wir den Topf hier mit Wasser, tue die Teller drauf und dann sehen wir uns auch in 1,5 Stunden wieder, würde ich sagen. Jetzt haben hier die Schlafsäckchen heute 2 Stunden geköchelt und jetzt brauchen wir noch ein feines Söseli und die mache ich natürlich jetzt. Wir brauchen Anke, dann gibt es Mehl und Paprika. Man muss wirklich immer sehr, sehr gut rühren, sonst brennt die ganze Sache an. Und ich sage euch, geräucherte Paprika, das ist unser neues Leben. Dann habe ich hier von diesem Rouladenwasser und lösche die ganze Sache mit dem ab. Und man muss einfach rühren, wie es ums eigene Leben würde gehen. Das wird der Wahnsinn im Fall. Zum Schluss gehe ich noch ein bisschen Pfeffer rein für einen Pep. Jetzt kommt die Mehlschwitze rein und wird weitere 15 Minuten geköchelt und dann geht es los mit Essen. Schaut mal, wie geil das aussieht und es schmeckt wie in grosse Stube. Und jetzt muss ich anrichten und dann dringend probieren, weil
Die Krautwickel sind fertig und jetzt darf ich die geniessen mit einem wunderbar serbischen Wein. Ich sage euch, ein Düftchen. Oh, so gut. So, und jetzt wird Sarma gegessen. Ah, die Säure, der Speck, Hackfleisch, es ist einfach perfekt. Es ist so, ich kann es so verstehen, dass es einfach, ich komme heim, ich habe ein Fest, es ist Familie, es weckt mein Herz auf. Und dann noch ein feines Wein dazu. Merci viel mal für das Erlebnis und Balkan, perfekt.